und grüß Gott beim Frühschoppen im Haus im Enstal. Ganz genau sind wir in Weißenbach im sogenannten Schwabenstall. Willkommen. Es ist ein besonderer Ort da, Schwab. Das ist eigentlich die mundartliche Bezeichnung des Stalls da der Familie Schwab. Und ja, da hat man einfach mit der Dorfgemeinschaft alles wieder schön hergerichtet. Jetzt kann man einkehren. Es gibt verschiedene Veranstaltungen. Und heute einen Feiertagsfrühschoppen mit viel Musik aus dem ganzen Enstal möchten wir Ihnen dieses schöne Fleckchen aus der Steiermark präsentieren. Außerdem wird die schnellste Steirerin auf der ganzen Welt bei uns vorbeischauen, Renate Götschel. Mundartlich wird's auch und die Weißenbacher Dorfkrippe, die wollen wir heute am Stefanitag auch kennenlernen. Und die Wetterlochblas, das sind diese jungen Burschen, die Musikanten, die werden uns musikalisch begleiten. Wetterloch, lieber Hansi, das sind Bezeichnungen für Löcher in den Bergen, habe ich mir sagen lassen. Ja, genau so ist es. Benannt ist die Wetterlochblas nach einer tiefen Doline in der Nähe des Gumpenecks und da sind wir schon mal reingerollt und da haben wir schon mal ganz fein aufgespielt und darum haben wir gesagt, das passt nicht schlecht, finde ich. Musikanten gehen auch in Wetterlöcher, das habe ich nicht gewusst, aber ich denke mir, Jager und eventuell auch Wilderer werden schon ab und zu da Unterschlupf finden. Wilderer sehr wohl und da wissen die einen guten Witz und zwar in Öblein hat sich das tatsächlich zugetragen. Da ist einmal ein Wildschütz beichten gegangen, da war der Herr Kaplan und der Herr Pfarrer, die haben die Beichte genommen und der geht rein zu einem Herrn Kaplan und sagt, die haben gewildert. Dann denkt sich der Herr Kaplan, mein lieber, Wildern ist eigentlich eine wilde Sache, was soll ich ihm da als Bußgebet aufgeben? Denkt er sich, er geht lieber um mit seinem Herrn Pfarrer und fragt einmal. Und der Herr Pfarrer, na ja, löst da auf und sagt, aha, der Wilderer ist da. Sagt der Herr Kaplan, was soll ich ihm geben? Oft sagt er, mehr wie 1,50 Euro fürs Kilo Gamsfleisch habe ich ihm nie gegeben. So geht's zu im Enstal. Und jetzt freuen wir uns auf einen Auftakt von euch, liebe Wetterlochblas. Die Alpensilhouetten werden sein. Spielt's auf, Musikanten.